Justin Bieber hat endlich Schamhaare. Das kommt mir in den Sinn, wenn ich den Kinderblick sehe, das rumliegen. Und heute Morgen an der Tramhaltestelle ist er wieder das rumgelegen. Das hätte ich dann vor auf die Zeitung geschrieben, am Tag nach Charlie Hebdo. Die Welt ist unter Schock gestanden, sie titeln, die Welt ist nicht nur schlimm. Es gibt auch gute Nachrichten, Justin Bieber hat endlich Schamhaare. Heute Morgen auch wieder kommt mir der Kinderblick in die Finger. Weisst du, das Gratisblatt von gestern Abend. Vor drauf Eis fallen, weil scheint irgendeine amerikanische Airline die Leute nicht mehr barfuß mit Flipflops ins Flug lassen. Kopf, ist jetzt das wichtig? Oder ändert das in Afrika 20 Millionen Leute verhungern? Ging der Hafenkäse. Der Mann hat Michel Hunziker zum Geburtstag einen pinkfarbigen Porsche gekauft. Er sei darum reich. Sättiges musst du lesen. Leute vormachen, das sei relevant. Das ist doch die Leserinnen verblöd verkauft und die Leser, wie wir keine anderen Probleme hätten. Dabei ist eine halbe Staatskrise wegen dem Erdogan-Plakat. Hat doch ein paar an einer Demo so ein Transparent gehabt in Bern. Man soll den Erdogan mit seinen eigenen Waffen töten oder neben Revolver abbilden. Dann hat der Schweizer Botschafter in Ankara antraben wie ein Schulbub. Der Conseil fédéral Burgalter muss Tag und Nacht antichambrieren und probiert möglichst diplomatisch nichts zu sagen. Warum sagt er diesen Türken nicht einfach, dass wir Meinungsfreiheit haben in der Schweiz? Das war ein Kabis, das Plakat. «Kill Erdogan». Sättiges kannst du nicht. Es ist ja auch nicht so, dass der Geissen fickt, wie es ein deutscher Komödiant mal behauptet hat. Nur ich habe das Gefühl, eigentlich ging es gar nicht um das Plakat. Und wenn es darum ging, wer hat es dort gemalt? Irgendein so ein Lappi, der nicht viel überlegt hat oder meint. Könnte ja sein, der türkische Geheimdienst. Für das der sich empört tun und uns Schweizerinnen und Schweizer alle vorhaben, wir seien Faschisten. Sättige sage ich, das Plakat ist doch vollkommen nebensächlich. Es hilft dem Erdogan nur einen auf Opfer zu machen. Der ist ja dran, die ganze Macht an sich zu reissen. Späht jeder ein, der eine andere Meinung hat. Der knebelt sein eigenes Volk und hat uns Faschismus für dabei. Der Faschist ist er. Der Erdogan und der Blick am Abend, die machen das Gleiche. Ablenken von dem, was wirklich wichtig wäre. Und das Dumme ist, wir lassen uns ablenken. Aber Hauptsache, der Justin Bieber hat Schamhaar. Radio SRF. Eins für mich.